Oh Mann, Leute, was hat Edna da nur wieder verbrochen? Willkommen zurück hier zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel Episode 3, Bürger Brown. Und ja, dieser Bürger Brown spricht natürlich unser guter alter Kumpel Doc Emmett Brown. Den müssen wir dann auch davon überzeugen, dass diese Zeitachse, ich glaube sogar Zeitachse F war es immer noch, dass die, naja, nicht so toll ist, wie er meint. Ich sage die Wahrheit, Dad. Ich habe sämtliche Regeln gebrochen. Davon musst du mich erst überzeugen. Gut, das dürfte relativ leicht sein, wir haben die Strafpunkte. Sieh her und staune. Strafpunkte, Das aber war die einzige Möglichkeit. ich verstehe das nicht. Dad, hör mir zu. Hör mir wirklich zu. Wir beide wissen doch genau, dass die Dinge hier nicht richtig laufen. Bürger Brown hatte anfangs vielleicht gute Absichten, doch dieses Hill Valley macht die Leute unglücklich. Das hast du ihm gesagt? So in etwa. Das war's mit unseren Privilegien. Nein, warte. Er hat mir zugehört, Dad. Und er wird die Dinge ändern. Für dich und Mom. Uns alle. Ich kann dir nicht sagen, wie. Du musst mir dabei vertrauen. Okay. Doch erst muss er die Bänder sehen. Als Beweis, dass ich recht habe. Oh nein. Nein. Dad. Ein Plan. Vielleicht weißt du, was du da tust, schon möglich, aber lass mich da raus. Dad. Ich will keinen Ärger, das ist mir zu viel, liegt mir nicht im Blut. Aber Was für ein Waschlappen, wie damals noch beim ersten Film war. denk an deine Familie. Das tue ich. Und ich will nicht, dass meine Familie in Sektor X landet, bei den hoffnungslosen Fällen. Naja, also von Sektor L bis zu X ist nicht mehr so weit. Tu es für deinen Vater. Meinen Vater? Ja, Arthur McFly. Ich weiß, wie er heißt. Kann es sein, dass er damals etwas mit der Verhaftung von Kit Tannen zu tun hatte? Ja, das hatte er. Wo hast du das her? Das war lange bevor Bürger Brown die Stadt aufgeräumt hat. Sogar bevor ich geboren wurde. Alle lebten in Furcht vor Kit Tannen und seinen Schlägern. Aber Dad hat sich gewehrt. Er hatte Beweise für Kits Schuld. Und er hat sein Leben riskiert, um sie den Behörden zu übergeben. Fürchte dich nie, das Richtige zu tun. Das hat er mir immer gesagt. Was tust du denn da? Ich frage mich, welcher Anschluss der richtige ist. Anschluss wofür? Für die Überwachungskamera, die im Garten. Moment. Du hast eine Überwachungskamera auf dich selbst gerichtet? Natürlich, muss mich doch rundum absichern. Hilf mir rauszufinden, auf welchem Monitor ich bin. Okay, Hä? Schalter drücken vielleicht mal? Nicht ganz der richtige. Nö, okay. Jo. Ja, jetzt. Der Monitor ist tot. Da, das sind wir. Dann ist das Überwachungsband in diesem Videorekorder. Das muss vor dem Überfall sein. Mal sehen. Ich erinnere mich, wie ich um 5:30 Uhr die Wiedergabeköpfe reinigte. Der Überfall muss kurz danach gewesen sein. Es war Biff? Aber er kann es nicht sein. Dank des Bürger Plus Programms ist er so harmlos wie ein Kätzchen. Hä? Ich versteh's einfach nicht. So sollte er sich keinesfalls verhalten. Nicht einmal der alte Biff würde jemals... Hey, was blinkt da so komisch an seinem Arm? Finden wir es raus. Ich wusste doch, dass diese Zoom-Funktion einmal nützlich sein würde. Hab dafür einen Haufen Geld ausgegeben. Es ist seine Digitaluhr. Warum blinkt sie bloß? Halt das Bild an. Kannst du noch weiter ranzoomen? X11. Weißt du, was das bedeutet? Noch nicht.
Lorraine. Schimpf doch nicht mit mir, George. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu sagen. Dann gehe ich auch schon wieder. Ich habe auch etwas Wichtiges zu sagen. Ich wurde Es geht ausgeraubt. immer um dich, nicht wahr? Du kannst nicht einfach abwarten und zuhören. Oh nein, du musst mir unbedingt zuvorkommen. Na gut, ihr beide klärt ein paar Dinge. Und ich habe etwas zu erledigen. Das habe ich nicht schon längst. Ich bin so klar wie seit Monaten nicht mehr. Damit du es weißt, ich habe dich ganz Oh ja, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Naja, unwichtig anderes Thema. Biff, Oh, komm wieder runter, Kumpel. du hast meinen Dad verprügelt. Gibt's hier ein Problem, Bürger? Nein, nein, Officer. Nur ein kleines Missverständnis. Wir kommen zurecht. Nicht wahr, Martin? Sicher. Okay. Sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, Mr. Ten. Mal sehen, ob wir der Sache auf den Grund gehen können. Ja, mal sehen. Warum hast du meinen Dad verletzt, Biff? Er hat dir auf dieser Zeitachse nie etwas getan. Zeitachse? Wovon sprichst du? Stell dich nicht dumm, es gibt Videobeweise. Ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Dank Bürger Plus kommt mir der Mageninhalt hoch, wenn ich nur schlecht denke. Siehst du? Vor allem rieche ich's. Oh Gott. Wenn du meinen Dad nicht verprügelt hast, wo bist du dann in den letzten paar Stunden gewesen? Nun, ich war... Was? Das ist seltsam. Ich kann mich nicht erinnern. Sehr verdächtig. You could be a Citizen Plus. Nee, lieber nicht. Was ist das Letzte, an das du dich vor deinem Filmriss erinnern kannst? Nun, ich habe Flyer für das Bürger Plus Programm verteilt. Das habe ich den ganzen Tag getan. Ich hatte einem süßen kleinen Eichhörnchen gerade etwas übrig gebliebene Mortadella verfüttert, als Miss Edna vorbeikam. Edna? Ja, sie wollte eine, Diagnose meiner Bürger Plus Armbanduhr durchführen. Ich muss wohl eingenickt sein, denn als sie fertig war, war es bereits eine Stunde später. Und dann kam deine Mutter vorbei. Also ist das Letzte, woran du dich erinnerst, bevor mein Dad verprügelt wurde, wie Edna an deiner Uhr herumfummelte? Ja, das klingt nicht gut, oder? Nö, es klingt schlecht, vor allem für dich. Deine Uhr. Sagt dir vielleicht X11 etwas? X11? Ist das eine neue Band oder so? Mit diesem Hip-Hop-Kram kenne ich mich nicht aus. Nein, Biff, das ist der Betriebsmodus deiner Bürger Plus Armbanduhr. Abgefahren. Das hat sie noch nie gemacht. Herrje, ich kann dieses Geblinke nicht mal abstellen, siehst du? Mal gucken, wa? Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, Biff. Schieß los, Martin. Biff, deine Uhr. Cool. Jetzt wieder gleich richtig aggro. Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, Biff. Schieß los, Martin. Hä? Biff, deine Uhr. Biff? Okay, das ist verrückt. Was ist los mit dir? Ja. Etwas so habe ich vorhin auch reingeguckt, als ich mir das Nintendo-Programm von der E3 angeguckt habe. Oh Mann. Kannst du deine Zehen berühren? Tanz den Ententanz. Okay, er ist hypnotisiert. Wo ist das Band von meinem Dad? Die Recyclingtonne? Hast du meinen Vater angegriffen? Okay, so kommen wir weiter. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir Dads Band beschaffen? Hey, Mr. Ten, was ist hier los?
Werden Sie von McFly belästigt? Oh. Hey, Sie dürfen da nicht rein. Hey! Wow. Biff? Heiliges Kanonenrohr. Was ist mit ihm passiert? Ich weiß es nicht. Bisher ist noch nie jemand in die Recyclingtonne gesprungen. Wohin führt der Schacht? Diese Information übersteigt meinen Dienstgrad. Mist, jetzt habe ich eine Menge Ärger am Hals. Stillgestanden, McFly. Ich muss Burger Brown hierüber Bericht erstatten. Tja, wenn man sagen, hinterher, war. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Nun, das wird wohl nichts. Naja. Wenn's Mario kann, kannst du es doch auch, Oh, Marty. Ma'am. Habe ich was Falsches gemacht? Habe ich was Falsches? Mr. Tannen, Sie sind der Stolz unseres Bürger-Plus-Programms. Was zum Henker hat Sie geritten, einem Polizeibeamten anzugreifen und mit dem Kopf voran in die Recyclingtonne zu kriechen? Das soll ich gemacht haben? Herr, und ich dachte, sein Vater wäre dumm. Nein, wirklich. Ich kann mich an nichts Dumm von all dem Idee. erinnern. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich dem netten jungen McFly meine Armbanduhr zeigte. Dann, wumm, war ich hier unten und sie schrien mich an. McFly? McFly. Strickland. Oh, hi, Martin. Tannen? Geben Sie mir die Bänder, Edna. Mr. Tannen, bitte mäßigen Sie unseren Gast. Biff, halt! Halt! Oh nein. Sein braver Biff, sein braver Biff! Tja. Was haben wir hier Schönes, war? Beef, Buff, Buff? Nö. Biff, sind das nicht deine Lieblingszigarren? Kubanische? Hä? Tannen, Konzentration. Das war ja super. Hey, sieh mal da drüben. Bier. Bier? Was geht hier vor? Biff Howard Tannen, leisten Sie Ihrer Programmierung Folge. Sehen Sie, Mr. McFly? Dank der Verbesserungen, die ich am Bürger-Plus-Programm vorgenommen habe, fressen mir selbst die bissigsten Hunde aus der Hand. Ich hätte wissen sollen, dass Sie mir eines Tages Ärger machen. Ihre ganze Familie besteht nur aus Rabauken und Faulenzern. Eini! Einstein? Hunde? Wo bin ich? Tannen? Ich habe das nicht vor meinem verweichlichten Ehemann verheimlicht, damit Sie sich in Ihren Lastern suhlen können. Au. Oh Mann, ey, dieses Strickland. Man, irgendwie ist es schon noch krass, weil im Film war es ja immer die Tennants, die er gemacht haben, und jetzt sind es zwar irgendwie die Tennants, aber das Strickland ist noch übler. Widerstand ist zwecklos, Mr. McFly. Im Nö. Täter-Wellenstatus kann es Mr. Tannen leicht mit ihrer geballten Jugendlichkeit aufnehmen. Och, da wage zu bezweifeln. Alter, das ist schnell die Kamera plötzlich hin und her geht. Alter, Mann! Scherzartikel? Biff, Furzkissen. Du hattest noch nie viel Sinn für Humor. Biff, ist das nicht das Nummernschild deines Autos? Schild? Tannen, zugehört. Mädchen. Au. Alkohol. Natürlich ist endlich immer der Abturner, ist klar. Oh oh. Mami? Ja, so viel dazu. Tannen, aufgestanden, Sie Nichtsnutz. Edna, gönnen Sie dem armen Vollidioten eine Pause. Eine Pause? Sie klingen wie das Weichei von meinem Ehemann. Immer sucht er das Gute im Menschen. Er will einfach nicht akzeptieren, dass manche Leute eben von Natur aus böse sind.
Vielleicht, aber das gibt ihnen nicht das Recht, sie in Zombies zu verwandeln. Und nun geben sie mir Dads Bänder zurück, damit ich... Meinen Sie die Bänder, die ich gelöscht habe, als Sie mit meinem Zombie kämpften? Was? Na los. Utopien sind zerbrechlich, Mr. McFly. Vor allem mit einem so ablenkbaren Kopf wie dem meines Mannes an der Spitze. Nein. Edna! Doc? Emmett, was machst du denn hier? Ich bin hierher gekommen, um einem beunruhigenden Bericht über Mr. Tannen Doc, nachzugehen. Sie müssen sie aufhalten. Sie... Ruhe! Okay. Ich dachte schon, mein Bürger Plus Programm hätte womöglich einen Fehler. Stell dir meine Überraschung vor, als ich herausfand, dass meine eigene Frau mein Lebenswerk zerstört. Ging es dir darum, Edna? All die Jahre versuchten wir, die Gesellschaft von ihren Übeln zu befreien. Und das nur, um eine Welt zu erschaffen, in der man den freien Willen auf Knopfdruck abschalten kann? Oh, bitte, Emmett. Du wolltest es doch auch. Weißt du das nicht mehr? Wir wollten, dass wir jemandem nur sagen müssen, er solle den Rasen nicht betreten und er würde nie wieder einen Fuß auf einen gepflegten Rasen setzen. Bürger Plus sorgt dafür, dass Regeln nicht gebrochen werden können. Ich habe nur minimale Änderungen vorgenommen. Genug! Diese Diskussion werden wir nicht hier führen. Aber... Geh nach Hause und warte auf mich. Fein. Doc. Vater, was habe ich getan? Armer Doc. Armer Doc. Seien Sie nicht so hart zu sich, Doc. Es ist manches, okay, vieles durcheinander geraten in diesem Hill Valley. Aber Sie wollten den Menschen nur helfen. Tatsächlich? Oder habe ich mich von einer Transformation der menschlichen Psyche hinreißen lassen, wie nur die Chemie es schafft? Er würde Ihnen sicher nicht die Schuld an all dem geben, Doc. Er war so glücklich, als ich meine kindischen Träumereien für Ednas bodenständigere Ideen aufgab. Bist du jetzt stolz auf mich, Vater? Das mit Edna tut mir leid, Doc. 1931 wirkte sie noch nicht so böse. Nein, war sie auch nicht. Bei unserem ersten Rendezvous war sie so lebendig, einfühlsam und hatte strenge Prinzipien. Wann habe ich sie verloren? Ha! Genug gejammert. Was geschehen ist, ist geschehen. Zeit, nach vorne zu schauen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was? Ihr Notizbuch von der anderen Zeitachse. Nicht schon wieder diese Flausen! Sehen Sie her. Damit können Sie die Zeitmaschine reparieren und alles in Ordnung bringen, sodass es nie passiert. Dann sind alle wieder so, wie sie sein sollten. Sie, Edna, Jennifer, meine Eltern. Doc, Sie sagten mal, wenn man sich ordentlich bemüht, kann man alles auf die Beine stellen. Dann stellen Sie das mal auf die Beine. Die meisten Seiten sind leer. Sie brauchen nur diese eine hier. Grundgütiger. Martin, das könnte funktionieren. Das wird natürlich eine Weile dauern, aber wenn wir damit fertig sind, haben wir alle Zeit der Welt. Doc, Martin, wir müssen sofort beginnen. Na los! darf Annie mitkommen? Der Hund. Aber natürlich. Ganz im Vertrauen, bevor Edna kam, habe ich Hunde geliebt. Was Sie nicht sagen. Ich werde sofort ein Labor einrichten. Edna wird wütend sein. Aber wen kümmert's? Wir müssen eine Zeitmaschine reparieren. Ende gut, alles. Das sage ich jetzt lieber noch nicht. Keine Sorge, Kleiner. Ich hole dich so schnell wie möglich da raus.
Was ist los, Annie? McFly! Hey, Biff. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich habe mich selten besser gefühlt. Also erinnerst du dich? An die Hexe, die mich diese Dinge hat tun lassen? Ja, sie wird bekommen, was sie verdient. Niemand sagt Biff Tannen, was er zu tun hat. Niemand. Hey, ich bin der dich zurückgeholt hat. Wirklich? Ich kann mich nämlich nur an einen Punk erinnern, der es wohl lustig fand, mich in ein Loch kriechen zu lassen. Ja, nicht da schon wieder. Was sehe ich denn da für einen Schalter? Soll mir das Angst einjagen oder was? Platz, Biff. Bleib. Gut. McFly! Oh, Mist. Okay, McFly. Zeit, die Brühe auszulöffeln. Es heißt, die Suppe auszulöffeln, Hohlkopf. Trottel, aber sonst Schallplatten. Ich gebe mir der Rock'n'Roll nicht aus. Toll. Ali macht auch nix. Tschüss. Annie, fass! Was denn sonst noch? Was dabei? Können wir ihm eine Gitarre in den Kopf schmettern? Nö. Nimm mal nur die 2 Orte, war ist ein bisschen doof. Direkt die Schallplatten? Oder direkt einrufen, war? Kurz warten, Leute, kurz warten. Einstein? Der war aber so schnell. Annie, fass! Annie, fass! Oh! Let's Showdown. Gib deinen Tipp ab. Was? Kleinen Schlag auf dem Hinterkopf. Fördern das Denkvermögen. Wir müssen hier weg, Annie. Aber ganz schnell. Ja, Mann. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Biff ist auf mich losgegangen. Ich habe ihn umgehauen mit dem alten Roll... Martin McFly. Edna? Es ist fast beeindruckend, wie viele Jahre Arbeit und Planung du beinahe in wenigen Stunden zerstört hast. Wo ist Doc? Oh, Doc. Mein Mann ist an einem besseren Ort. An einem besseren Ort? Was haben Sie getan? Ruhig, Martin. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Doc! Nein! Doc! Diese verdammte Edna Strickland. Wieder mal dieser fiese Cliffhanger. Oh! Mann! Here's the real story. I'm a Marty McFly from an alternate timeline. Edna, why? Because you're weak, Emmett. What can I say? She's my muse. I'm not sure I like where this is going. It's almost embarrassing how devoted he is to me. You gotta believe me, Jennifer. This whole town's gone crazy, and Citizen Brown and I are the only ones who can fix it. There is no future for us. Fortsetzung folgt in Zurück in die Zukunft, das Spiel Double Visions. Tja, ja, die Musik sagt es ist überhaupt nicht, oder eigentlich noch weniger als jemals zuvor, sprich als in anderen 2 Episoden.
ist es eine gute Ausgangslage. Ja, im Gegenteil, es ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Und was mit dem Doc los? Ja, das sieht fast so aus, als würde ihm Edna irgendwie die Augen rausquetschen wollen. Aber ich glaube, es wird so eine Art, naja, Gedanken, kann es noch gaxen, Manipulation, genau. Oh Mann, oh Mann. Tja, Freunde, nächste Episode geht's weiter hier mit Episode 4 bereits. Also eigentlich bereits schon die zweitletzte Episode. Dann mit Part Nummer 16. Ja, bis jetzt halten wir es ein, war pro Episode 5 Folgen. Bin gespannt, ob wir das beibehalten und natürlich, wie wir den Doc befreien und zurück in die Vergangenheit reisen können. Schon wieder. Ja, bis dahin, ciao zusammen.